Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel gegen den SV Werder Bremen. Aber ich nehme mal die Brille ab, damit euch das nicht so blendet. Ja, 1-1. Tja, eigentlich muss man sagen, ja, wir können uns nicht beschweren. Also ich habe keine Torchancen gesehen, dass wir oder keine Mehrzahl an Torchancen, dass wir jetzt hätten sagen müssen, wir hätten 3-1, 4-1, 5-1 gewinnen müssen. Ich habe die Statistik noch nicht reingeguckt. Ich würde sagen, das machen wir direkt, bevor ich hier irgendwie groß was erzähle dazu. Ja, wow. 70,5% Ballbesitz. Foul 10-10, Zweikämpfe 49:50. Schüsse insgesamt 16-7, Schüsse aufs Tor 3-3. Bestätigt meine Sache, die ich gerade gesagt habe. Ecken 7-3, Flanken 33:8. Ja, von den 33 Flanken habe ich vielleicht 3 gute gesehen. Gewonnene Zweikämpfe, 9 Pavard, 8 Goretzka, 7 Müller. Komischerweise sind 2 Spieler dabei, die ich extrem schlecht gesehen habe. Mit Pavard und Müller, aber kommen wir gleich zu. Ballkontakte 118 Alaba, 113 Boateng, 111 Pavard, gefoult worden, bla. Schüsse insgesamt, Coman 4, Lewandowski 3, Costa 2. Torschussvorlagen, Alaba 4, Levi 3, Sané 1. Ja, wie ich schon sagte, also ja, wir müssen mit dem 1-1 leben, wir müssen zufrieden sein, wir können uns nicht beschweren, wir können nicht irgendwie sagen, ja, wir hatten aber so viele Chancen. Die Bremer hatten auf der anderen Seite genauso Chancen. Allein was der Neuer zweimal gehalten hat, war schon, auch wenn der Nachschuss dann abseits war, den er aber auch noch gehalten hatte, war schon echt Weltklasse. Und von daher, jeder Konter, der gefahren wurde, oder jeder Ansatz vom Konter, ging auch fast immer über die Pavard-Seite vom Rashica oder wie der heißt. Ja, hat der Pavard kein Land gesehen. Ja? Dass er 9 gewonnene Zweikämpfe hat, reißt das nicht wirklich raus. Die hat da, was weiß ich, wo er die gewonnen hat. Auf jeden Fall nicht da hinten. Da kam er erst gar nicht in irgendwelche Zweikämpfe. Also abwehrmäßig fand ich ein Pavard richtig schwach, muss ich sagen. Da gibt es diesmal auch keine Entschuldigung irgendwie, dass er irgendwie alleine gelassen wurde oder sowas. Eigentlich ist der offensive Mann immer mit nach hinten gelaufen, versucht zu unterstützen. Ja, mir persönlich hat er gar nicht gefallen. Immer wenn es gefährlich wurde, ging es auch meistens über die Seite. Goretzka fand ich ganz okay. Erste Halbzeit kannst du ihn komplett rausnehmen, wo er da reinkam. Weiß ich nicht. Musste er erstmal warm werden oder was ich. Zweite Halbzeit war es okay. Erste Halbzeit war er 0 zu sehen. Müller war unterirdisch heute. Wirklich unterirdisch. Komplett. Ja, wie nennt man das? Ja. Null effektiv, komplett irgendwas. Also ob er auf dem Platz gewesen wäre oder nicht, hätte keinen Unterschied gemacht. Ja. Er hat 2, 3 Anspiele gehabt, die hat er dann auch irgendwie wieder scheiße vertuddelt, wie es so Müller-Art ist. Aber so diese Gefährlichkeit, irgendwelche Räume zu deuten oder sowas, war null da. Lag natürlich auch an Bremen, ja, keine Frage. Bremen hat es defensiv sehr gut gemacht. Stand sehr, sehr tief. Man hat zweite Halbzeit gesehen, wir haben 0 Ideen gehabt, wirklich 0. Da irgendwie mal durchzukombinieren. Wir hatten 2 Szenen, wo die Bremer halt aufgerückt waren, ja. Vielleicht hätte man die Bremer einfach mehr locken sollen erstmal, anstatt sie die ganze Zeit irgendwie gefühlt, zweite Halbzeit war Bremen gefühlt 40 Minuten in der eigenen Hälfte. Und daraus haben wir 0 Kapital geschlagen. Ihr seht, oder ihr habt es gesehen, 33 Flanken. Ja, die waren zu 90% Rotze. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich möchte das ein bisschen unterteilen. Erste Halbzeit fand ich richtig schlecht von der kompletten Mannschaft bei uns. Ja, der Anfang war erstmal okay. Ja, so die ersten 10 Minuten war okay. Aber dann war es irgendwie, ich weiß nicht. Es war einfach schlecht. Ja? Es war einfach schlecht. Was anderes. Aber komplett. Es war komplett schlecht. Der einzige, der mir ein bisschen gefallen hat, war der Musiala. Der war immer anspielmäßig, war heiß, hat sich viel bewegt, war sehr agil.
Aber Costa zum Beispiel, come on, die waren unterirdisch in der ersten Halbzeit. Da gehörte der Müller ja noch zu den Lichtblicken in der ersten Halbzeit. Von Levi brauchen wir gar nicht anfangen. Levi war so, als wäre er gar nicht auf dem Platz gewesen. Ja, und hinten brauchst du auch wieder gar nicht anfangen. Es war da ein bisschen besser, wo Martinez war, obwohl Martinez mit das Tor verschuldet hat, muss man auch ganz klar sagen. Ja. So sehr ich einen Xavi mag und der hat in meinen Augen eine gute Leistung gebracht, aber die Szene ging ganz klar auf sein Konto. Ist natürlich ein bisschen schade. Dass Hernandez raus ist, tut uns richtig weh. Ich hoffe, er ist nichts ganz so Ernstes. Aber das tut uns richtig weh. Und hey, der Alaba hat mal wieder links gespielt. Das ist einzig Positive heute. Notgedrungen musste er mal nach außen gehen. Und ich fand, Martinez, Boateng haben es gut gemacht dann in der Innenverteidigung. Ja, aber wie gesagt, wir hat noch nichts zu tun, großartig, ja. Aber nichtsdestotrotz, das was war, haben sie in meinen Augen recht gut gemacht. Zweite Halbzeit. Ja, wir haben einfach keine Ideen gehabt. Ne? Ich denke, das ist es wieder, was man jetzt am besten zusammenfassen kann. Die Bremer standen kompakt, die haben die Bälle auch rausgeprügelt, haben nicht gemeint, sie müssten unbedingt mal Schicki rausspielen, wenn wir am Drücker waren. Haben dann 2-3 Mal gut auch nach außen gelegt, dann quer rüber, sodass wir dann mal ein bisschen Entlastung hatten. Wir hatten eine Phase so 30 Minuten lang in der zweiten Halbzeit, wo Bremen eigentlich gar keine Entlastung hatte. Aber trotzdem haben wir es nicht geschafft, auch nur eine torgefährliche Situation herauszuspielen. Null. Wirklich null. Levi hat nicht einen Stich gesehen heute gegen Toprak. Er hat den komplett im Griff gehabt. Ja, Müller war zweite Halbzeit ein bisschen agiler, hat sich mal ein bisschen mehr fallen lassen. War auch mal so auf Halbaußen dann und so. Aber auch komplett keine Ideen, keine... Aber dann hat der Costa mir eigentlich noch am besten gefallen in der zweiten Halbzeit. Ne? Hätte der Coman nicht das Tor gemacht, wäre der Coman auch unsichtbar gewesen. Ne? In der zweiten Halbzeit in meinen Augen. Da fand ich den Costa noch am besten. Auch Musiala hat mir ganz gut gefallen, aber ja, ich habe mir dann so zwischenzeitlich gedacht, wenn Musiala der auffälligste Spieler in der Offensive ist und dann so alles auf seinen Schultern lastet, das sagt eigentlich alles aus, oder? Ich meine, er hat Nebenmänner mit dem Costa, mit dem Coman gehabt. Da habe ich ja nicht ganz verstanden, dass sie so angefangen haben. Das habe ich auch mal gesagt. Ich finde, er hat es gut gemacht. Aber ansonsten, zweite Halbzeit, null Ideen. Die Idee war dann irgendwann so, ja, wir passen hin und her, hin und her, hin und her. Irgendwann kriegt der Boateng den Ball und er schlägt ihn irgendwie quer nach auf die andere Seite. Und das war auch zu 90% über rechts. Und der Pavard, der hat heute nichts auf der Kette gekriegt. War nicht ganz so schlecht wie sonst. Die letzten Spiele waren ein bisschen verbessert. Aber flankenmäßig war das null. Wirklich null. Ja? Wirklich null. So richtig null. Nicht eine Flanke von Pavard gesehen, die nur annähernd mal gefährlich war. Also, keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden, warum dann alles immer über rechts ging. Keine Ahnung. Ja, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen zu dem Spiel. Ja? Wie gesagt, wir dürfen uns nicht beschweren. Wir haben es nicht gut gespielt. Teilweise, zweite Halbzeit hat man so das Gefühl gehabt, oder woran man es ganz gut gesehen hat, so erste Halbzeit, die erste halbe Stunde war richtig, war richtig Kommunikation in der Truppe. Weißt du, da wurde sich angestachelt, da wurde gesagt, hier und jetzt pressen und lauf und mach und tu und vergleich das mal mit der zweiten Halbzeit. Da war Totenstille, was unsere Mannschaft angeht. Totenstille. Hat keiner mehr versucht, den anderen aufzubauen, sonst irgendwas. Es war Totenstille. Ja, und ich denke, das hat es ganz gut dann gezeigt. Also, weiß nicht, ob die Lust nicht da war, der Wille, keine Ahnung. Ich kann es mir nicht ganz erklären, wenn ich ehrlich bin. Nichts gegen Bremen, aber wenn eine Mannschaft sich hinten reinstellt, in München 40 Minuten lang, ja, das ist ein Trauerspiel, wenn wir dann insgesamt ein Tor schießen und einen Schuss aufs Tor haben oder was. Ja. Ich habe es dann auch nicht ganz verstanden, warum man Choupo-Moting eingewechselt wird, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht verstanden, warum man Zirkzee nicht einwechselt, der ja einfach mehr Körperlichkeit reinbringt da vorne. Ja, und, ja, im Nachhinein ist man schlauer, aber allein von der Spielanlage, von der Körperlichkeit wäre doch ein
im Zirkzee viel besser gewesen in der Situation, wenn da 10 Bremer hinten drin stehen als so ein Choupo-Moting. Ja, und ich meine, der Choupo-Moting hat heute wieder seine Bundesliga-Untauglichkeit bewiesen, ganz klar. Den hätte jeder von uns reingemacht, ja. Der war halt schwieriger, übers Tor zu schießen aus 1 Meter, wie ihn einfach reinzumachen. Das Dingen. Aber man muss halt jetzt nicht an der Szene festmachen, ja, weil das Unentschieden geht voll in Ordnung. Wir waren heute einfach nicht gut genug. Und das ist einfach Fakt. Ja, und Levi kann ich hätte Levi ausgewechselt, Leute. Ich hätte Levi in der 60. Minute ausgewechselt. Ich habe die Wechsel auch nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Erstmal, Levi war komplett nicht zu sehen, das ganze Spiel. Wirklich das ganze Spiel. Klar kann man argumentieren, Levi ist immer gut für ein Tor, aber wir haben auch genug andere Spieler, ja. Müller hätte ich auch rausgenommen. Ich habe die Wechsel nicht verstanden. Derzeit, wo die Wechsel kam, ging halt fast alles nur über rechts und der Costa war viel, viel besser im Spiel. So eine Viertelstunde lang davor war er viel besser im Spiel, war viel engagierter. Ich meine, engagiert war er die ganze Zeit, aber erste Halbzeit hat er über links gespielt, er hat ja nicht einen Ball gekriegt. Ne? Da muss man auch mal sagen. Dann, wo er mit dem Coman die Seiten getauscht hat, war er viel besser im Spiel und ich fand ihn gut in der zweiten Halbzeit. Gerade dann die Viertelstunde vor der Auswechslung, ist ja die zweite Halbzeit, habe ich nicht verstanden. Ich hätte ihn auf den Platz gelassen. Man hätte auch mal einen Gnabry vorne reinstellen können. Meinetwegen mit dem Zirkzee daneben, davor, dahinter, wie auch immer. Hätte trotzdem noch einen Sané für den Coman bringen können, ja. Musala hätte ich auch nicht rausgenommen unbedingt. Der war für mich so der Aktivposten in der Mitte. War der Einzige, der in der Mitte mal in der Lage war, den Ball mal anzunehmen und auch nochmal zu verteilen oder mal 2 auszuspielen. Das hast du ja sonst in der Mitte von keinem gesehen. Alles, was in die Mitte ging, war weg. Der Müller hat da jeden Ball verstolpert. Der Levi kam erst gar nicht am Ball. Ich weiß gar nicht, gibt es da mal eine Statistik? Wahrscheinlich sehen wir die. Ich würde mal interessieren, wie viele Ballkontakte der Lewandowski hatte. Also gefühlt waren das keine 50 heute. War nicht so agil, fand ich, hat sich nicht so fallen lassen, war nicht so mal auf außen, obwohl in der zweiten Halbzeit war es ein Tacken besser. Lag aber natürlich auch daran, weil die Bremer so tief standen. Ja? Dass die Bremer, wie ich schon sagte, 40 Minuten mit 10 Mann hinten drin standen. Klar, wo soll der Lewandowski sich fallen lassen, da muss er vorne drin stehen. Und ja, er hat halt keinen Stich gesehen, er war da gut aufgehoben vorne, muss man auch fairerweise sagen. Ja, und damit ist, denke ich, auch alles gesagt zum Spiel. Ja, Lob und Anerkennung an die Bremer. Die haben es für ihre Verhältnisse, würde ich sagen, gut gemacht. Dass sie nicht nach München kommen und Hurra-Fußball spielen. Wo es in der ersten Halbzeit haben sie ja sogar mehr offensiv gespielt wie wir. Ja, war ja gar nichts zu sehen von uns. Irgendwie. Ja, ich meine, im Nachhinein kann man immer dann den Klugscheißer rauskommen lassen, aber ich habe es auch nicht verstanden, warum so ein Sané erst in der 60., 65. kam oder wann kam er? Ja, 63. war das. Und den Gnabry kannst du dir schenken, Alter. Der Gnabry war wieder... Keine Ahnung. Wir haben mit dem Gnabry nicht warm bei uns. Das war wieder so... Also ich habe den nicht gesehen nach der Einwechslung. Ja, ich glaube einmal habe ich ihn am Ball gesehen. Bei irgendeinem halben Konter, ansonsten habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Sané hat wenigstens was versucht, ja. Hat sich dann auch verdribbelt 2, 3 Mal. Ja, aber er hat es wenigstens versucht. Ja. Also von Gnabry weiß ich auch nicht. Über Moting brauchen wir nicht reden, Leute. Der war, habe ich ja gerade schon gesagt. Also, das war wie das Spiel davor, es war nicht Bundesliga-tauglich. Ganz klare Kiste. Kann da noch so ein toller Typ sein, alles gut, alles schick. Habe ich, kann es gerne nochmal wiederholen, nicht verstanden, warum man da den Zirkzee nicht da reinstellt mit seiner Körperlichkeit mehr. Ja, und man hätte den Levi halt auch mal rausnehmen können. So. Mal ein Zeichen setzen, fertig, wenn du halt auch nicht die Leistung bringst, warum auch immer. Ob es jetzt Nationalmannschaftsreisestress, sonst irgendwas ist, ist doch alles in Ordnung. Die Bremer haben keine abgestellt wegen irgendeinen tollen Corona-Regeln. Ich glaube 2 Spieler oder sowas, ansonsten haben die keinen abgestellt, konnten sich 2 Wochen vorbereiten auf das Spiel. Ja, und dann passiert halt immer sowas, ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Natürlich fehlt uns dann auch so ein Kimmich, natürlich hat uns dann Hernandez gefehlt,
Weil ich fand, der Hernandez hat es bis dahin auch gerade in der Offensive echt gut gemacht. Ne? Also er wird immer besser, was auch die Offensive angeht. Hat mich schon so ein bisschen beeindruckt. Aber der hat natürlich gefehlt, obwohl es Alaba natürlich als linker Verteidiger souverän gemacht hat. Ja? Keine Frage. Aber wir wurden ja auch nicht gefordert, das muss man ja auch sagen. Gut, ich würde sagen, ich hau noch ein paar Noten raus, obwohl ich da irgendwie... Ja, da gibt es nicht viel herauszuheben. Den Neuer können wir gerne herausheben in der 1. Er hat danach auch nochmal 2 Chancen gut vereitelt, wo er lange stehen geblieben ist, wo er nicht dann blind rausgestürmt ist, was er sonst schon mal gemacht hat. Von daher, der Neue hat uns das 1:1 gerettet. Pavard habe ich nicht so gut gesehen. Ich meine, zweite Halbzeit war er besser wie erste Halbzeit, ja. Aber beide Außenverteidiger haben auch gerade in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit eigentlich wurden nur gefordert in der Defensive. Und wenn dann mal, was der Pavard durch den Rashica da auf der Seite und da hat der Pavard kein Land gesehen. Entweder stand da schlecht, ich weiß es nicht. Mir fehlt so ein bisschen die Sicherheit beim Pavard von der letzten Saison. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich habe ihn letzte Saison mega stark gesehen als rechten Verteidiger, auch offensiv. Im Moment habe ich so immer das Gefühl, der verrennt sich zu sehr in der Offensive. Auch heute, da war nicht dann mal ein Weg wirklich bis zur Außenlinie, um mal zu flanken. Es war, wenn, dann mal aus dem Halbfeld. Oder wenn, ist er nach vorne gerannt wie so ein Idiot und hat dann einfach den Mittelfeldspieler bzw. den Außen angespielt, der mit dabei war. War alles irgendwie so halbherzig. Ich habe keine Ahnung. Boateng, ja, Boateng war okay. War souverän, würde ich sagen. Also sagen wir Pavard eine 4. Jerome würde ich sagen eine 3, eine gute 3. Hernandez können wir leider nicht bewerten. Alaba würde ich auch sagen eine 3. Ja, hat sich Mühe gegeben, denke ich. Aber nach vorne war generell die linke Seite, war einfach heute Ausfall. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Da hat sich irgendwie mal... Ja, aber generell über Außen sind wir halt... Wir haben es immer abgebrochen. Wir haben es nicht mal zu Ende gespielt über Außen bis zur Grundlinie. Das haben wir eher noch über die linke Seite mal getan. Obwohl die Flanken dann auch immer abgeblockt wurden. Ja, keine Ahnung. Da ist Verbesserungsbedarf, denke ich. Douglas Costa habe ich auch als 3 gesehen. Ich habe ihn ganz gut gesehen. Erste Halbzeit war er halt echt... ja, aus dem Spiel. Komplett aus dem Spiel. Er hat links gespielt und es ging nichts über links. Es ging fast nichts über links. Gefühlt. Müller habe ich als 4 gesehen. Müller hat mir gar nicht gefallen heute. Weder von der Kommunikation, weder vom Willen her. Weiß ich nicht. Hat mir einfach nicht gefallen heute. Coman würde ich aufgrund des Tores würde ich ihm auch noch eine 3 geben, sonst hätte er von mir auch nur eine 4 gekriegt. Martinez habe ich okay gesehen, aber durch den Schnitzer, den er halt gemacht hat vom Tor da, kannst du ihm auch nur eine 3 geben. Musiala hat mir sehr gut gefallen, würde ich eine gute 3 geben. Hat viel versucht, hätten wir noch nicht gegen so eine Mannschaft gespielt wie gegen Bremen, die wirklich so kompakt, gerade auch die Mitte und generell um den 16er rum dicht gemacht hat, wäre ja wahrscheinlich sogar noch mehr aufgefallen. Ich denke mal, die Position hinter der Spitze offensiv hat er schon gut ausgekleidet, fand ich. Levi war Totalausfall, Leute. Levi war heute eine 5. Ja, da muss man dann auch mal knallhart so bewerten. Das war nicht ausreichend heute. Und dann kann man ihm keine 4 geben. Fertig. Goretzka, ja, eine 3. Ja, erste Halbzeit war halt gar nichts. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Hat dann auch noch mal einmal gut gerettet, kurz vor Ende. Also umso länger das Spiel ging, umso besser kam Goretzka ins Spiel. Natürlich konnte er sich nicht nach vorne einschalten, weil kein Platz da war. Ja? Weil die Bremer nur hinten drin standen. Und da war nichts mit Zug zum Tor. Es gab zwei Situationen gegen Ende des Spiels, wo sie ein bisschen aufgerückt waren, wie ich schon sagte. Das war alles. Ja, Gnabry hat mir gar nicht gefallen, aber ich muss da immer so ein bisschen meine Anti-Sympathie zurückschrauben. Von daher geben wir ihm auch eine 3. Sané ist halt auch eine 3, aber auch eher eine schlechte 3. Aber er hat wenigstens viel versucht, ja, und man hat den Speed gesehen, wo er reinkam und so. Aber ich finde es ein bisschen schade, die letzten Spiele haben wir in Sané immer erst ab des 60., 65. gesehen. Was ist denn los? Lass doch mal so einen Spieler von Anfang an spielen, ey. Verstehe ich nicht. Ich meine, jetzt kannst du ja mit der Nationalmannschaft argumentieren.
Alter, scheiß auf die Nationalmannschaft, ganz ehrlich. Choupo-Moting, Alter, gebe ich knallhart eine 5. Ja, ist immerhin keine 6. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Man hat auch nichts gesehen von ihm, wirklich gar nichts. Bis auf dann diese eine Chance, die er da gnadenlos verstolpert hat übers Tor, Leute. Das ist, ja, das ist wirklich nicht FC Bayern-like. Das muss man so klar sagen, ja. Ich denke, ich garantiere euch, hätte dann Zirkzee gestanden, Müller, wäre das Ding drin gewesen. Ne? Oder wahrscheinlich hättest du oder ich da gestanden, wäre das Ding drin gewesen. Also, das war schon legendär. Ja, also, fassen wir es zusammen. Ich denke, eine durchschnittliche Leistung von der Bremer. Bremen hat das gespielt, was sie konnten. Von uns eine durchschnittliche Leistung. Und dann reicht es halt nur zum 1:1. Ja. Das Schöne, können wir mal einen Blick auf die Tabelle schmeißen. Das Schöne ist, es wird spannend. Ja. Wir werden, habe ich sowieso nicht mit gerechnet, diese Saison, dass es irgendwie wieder so ein Larifari wird. Ja. Diese Saison wird es schon ein bisschen härter werden. Und wie man sieht, jetzt Leverkusen, ein Punkt hinter uns, Leipzig und Dortmund, kannst du ja auch von Siegen ausgehen. Ja, dann hast du, weiß nicht, wie die Leverkusener sich da hochgeschummelt haben, wenn ich ehrlich bin. Leipzig und Dortmund war klar. Aber da sieht man halt, wie eng es ist. Ja, es wird eine interessante Saison werden. Der Weg zur Meisterschaft wird diese Saison hart werden. Definitiv. Und gerade heute tut das, oder nach dem Spiel in Dortmund, tut das heute natürlich weh. Ja? Weil, ja, sind wir ehrlich, der Sieg in Dortmund hat uns heute nichts gebracht. Ja? Wir haben den heute nicht veredelt. Hätten wir 3 Punkte geholt, dann hätten wir den veredelt. So haben wir, ja, ihn nicht veredelt. Gut. Ja, vielleicht noch ein Wort zum Schiri. Schiri war wieder Note 5, Alter. In meinen Augen war das Note 5. Jetzt nur mal aus unserer Sicht. Also mir fallen auf Anhieb 3 Szenen ein, wo uns jedes Mal so auf den Schlappen getreten, auf Sprunggelenk getreten wurde. Scheißegal, ob das im Kampf um den Ball war, wenn der Ball weg war. Ich kann mich an so eine Szene erinnern, die der Ribéry mal hatte, wo er mit Rot vom Platz gegangen ist. Ja. Und da haben wir heute 3 Szenen gegen uns gehabt, wo nichts passiert ist. Ich will jetzt gar nicht mit dem Elfer anfangen, ja. Das habe ich sowieso nicht verstanden, oder das geht in meinen Kopf nicht rein. Und so wie die Regelauslegung da ja ist, heißt das, wenn der Kampf um Ball ist, der Ball ist weg und ich trete dem anderen dann in die Knochen und breche in den Fuß, gibt es halt keinen Freistoß. Kann es auch keine Karte geben, weil das dann nicht mehr als Foul zählt. Das würde ja im Umkehrschluss heißen, da hinten ist eine Ecke, ich bin der Verteidiger und der Stürmer steht neben mir an der Mittellinie, ich trete mit den Stollen in die Fresse rein. Ja, und was passiert denn dann? Ist ja nicht Kampf um Ball, oder was? Was ist das denn für eine Regelauslegung? Also bitte, ein klareres Foul geht nicht. Er tritt ihm voll auf den Fuß, Alter. Dasselbe war beim Levi nochmal, ja. Da ging es nicht um Elfer, aber dem wurde genauso auf den Fuß gelatscht, Alter. Und es gab nichts, noch nicht mal einen Freistoß. Was ist das denn für eine Regelauslegung? Selbst wenn es der Kampf um Ball ist, der kann dir doch nicht so aufs Sprunggelenk knallen, Alter. Das ist lächerlich. Also Schiri-Leistung war 5, Leute, wirklich. Ich verstehe die Regeln nicht mehr. Ganz ehrlich. Ob das ein Handspiel ist, ob das ein Foul ist, wer soll denn da noch durchblicken? Also wenn es doch nicht mal mehr ein Foul ist, wenn man den Gegenspieler voll aus Sprunggelenk tritt, mit den Stollen voran. Ob das jetzt im Kampf um Ball ist, ob da ein Ball in der Nähe ist, ob da kein Ball in der Nähe ist, wen interessiert das denn bitte? Und ich denke mal, da geht es ja jeden so, das wird ja andersrum genauso sein. Ja? Das ist doch lächerlich. Und das Lächerliche ist ja, es kommt noch nicht mal zum Videoschiri, der sich einschaltet, der für so eine Scheiße da ist. Leute, das geht mir nicht in den Kopf, ey. Ihr merkt, könnte ich mich gerade in Rage reden, ne? Schlimm sowas. Junge, Junge. Nee, habe ich kein Verständnis für. Soll auch keine Ausrede sein. Wie gesagt, unsere Leistung war nicht mehr als ein 1:1 würdig. Ja, ganz klar.
Aber trotzdem muss man diese Dinge ansprechen, weil das ist ein Trauerspiel. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Gut, nächstes Spiel geht ja jetzt wieder Schlag auf Schlag bis Ende des Jahres. So. Ich gucke mal lebend. Ich weiß, ich habe gerade irgendwo anders hingeklickt. Alter. Ach, du ahnst das nicht. Jetzt spielen wir gegen... Ach so, Salzburg Champions League. Ja, gut. Obwohl, das wird ein interessantes Spiel, denke ich. Das wird ein ganz anderes Spiel. Weil die Salzburger offensiv spielen. Da können wir uns drauf freuen. Dann spielen wir Stuttgart. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Stuttgart haben gute Spiele bisher gespielt. Die werden heiß sein. So ein bisschen Derby-mäßig. Bin ich auch gespannt. Wie gesagt, wird auch kein Selbstläufer. Dann Atletico Madrid. Atletico Madrid ist richtig stark, die letzten Spiele. Ja. Wer das ein bisschen verfolgt. Ja, wer weiß. Nicht, dass wir irgendwie jetzt so in so eine Abwärtsspirale rutschen. Ne? Dann kommt schon Leipzig. Ja, da kann halt auch alles passieren. Gut, dann Lok Moskau, Union. Obwohl man Union jetzt auch nicht unterschätzen sollte. Aber jetzt mal... Butter bei den Fischen ist auch nicht unser Maßstab. Also da sollte schon was drin sein. Wolfsburg, dann haben wir nochmal Leverkusen. Bis zur Mini-Winterpause. Haben wir nochmal zum letzten Spiel Leverkusen, was auch interessant werden könnte, wenn man sich die Tabelle gerade mal anguckt. Also, wir haben noch ein paar Kracher vor uns und ein paar Eierspiele haben wir auch, wenn wir ehrlich sind. So Lok Moskau, Union. Stuttgart würde ich da ein bisschen ausnehmen, weil die Stuttgarter, aber die Union haben eh nicht gute Leistungen bisher gezeigt in der Bundesliga, keine Frage. Aber ich denke mal, die Stuttgarter werden ein bisschen heißer sein. Aber schauen wir mal. Also wir haben den Kader natürlich, um auch so eine Spiele zu schaukeln. Ja, wir haben auch heute den Kader gehabt. Heute hat alles so ein bisschen, ja, die Aufstellung, die Auswechslung war jetzt, denke mal, da haben sie nicht so ein ganz glückliches Händchen vielleicht gehabt heute. Ich hätte mir auch mal einen Rocker gewünscht, wenn ich ehrlich bin, im Mittelfeld. Da irgendwie ohne wirklich im Mittelfeld. Ja, irgendwie haben wir ohne Achter am angefangen, wenn man ehrlich ist. Ne? Oder ohne Sechser, besser gesagt. Der Achter war Martinez, aber Sechser hatten wir nicht. Wir hatten Gösala und Müller, die irgendwie so halbe Zehner waren, aber keine Achter. Keine Ahnung, sehr, sehr komisch. Also Martinez war der Sechser, war der Defensive am Anfang, aber dann die anderen beiden waren irgendwie ganz vorne. Also ich sehe Müller nicht als Achter. Das habe ich nicht verstanden. Also da hätte man auch einfach mal einen Rocker aufstellen können. Ne? Also, naja. Sei es drum, im Nachhinein kann man immer klug scheißen, keine Frage. Es hätte ja auch alles klappen können und wir hätten direkt in der ersten Viertelstunde irgendwie ein Tor gemacht, dann irgendwie ein zweites hinterher durch den Standard und dann wäre das Spiel von alleine gelaufen. So ist es, wie es gelaufen ist. Und wir müssen mit dem 1:1 zufrieden sein. Wir können uns nicht beschweren. Das ist ein gerechtes Ergebnis und von daher, eigentlich, was ich eigentlich gucken wollte, war, wann wir uns wiedersehen. Oder hören, besser gesagt. Also, am Mittwoch, ich habe Spätschicht, ja, mal gucken. Also im Laufe des Donnerstags werdet ihr dann das Video zum Spiel gegen Salzburg sehen und dann halt am Samstag, wie gewohnt, nach dem Spiel in Stuttgart, Leute. In diesem Sinne, trotz allem, rot-weiße Grüße gehen raus, seid nicht zu traurig. Mit ein bisschen Glück bleiben wir Tabellenführer, wenn Leipzig nicht hoch gewinnt. Aber ist auch nicht so wichtig, es ist alles oben eng. 4 Teams, es wird spannend werden bis zum Ende Dezember. Und das ist doch auch mal schön, ne? Also, bleibt gesund, habt eine gute Woche, haut rein. Bis Donnerstag. Ciao.